grüß dich zurück zu Mass Effect 3. In der letzten Episode haben wir ja hier, kurzen Augenblick, Logbuch. Wir haben hier auf der Zitadelle jetzt mal alles soweit abgesucht und abgedingstbumst. Wir waren beim Rat, wir waren bei Udina und so weiter und so fort. Wir haben geschaut, wie es der Ashley geht nach dem Angriff. Und nun, ich würde sagen, wir verschüssen uns in Richtung Palaven. Genau, kurzen Augenblick. Ich muss hier wieder speichern. Genau. Jetzt muss ich aber noch einmal schauen, wo müssen wir da hin, wenn wir in Richtung Dingensbums wollen. Büroetage, Botschaftsbüros. Wir müssen uns... Berichte deuten darauf hin, dass die Erde derselben feindlichen Macht zum Opfer gefallen ist, die schon den batarianischen Sektor angegriffen hat. So. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Ja, danke schön. Wie freundlich. Normandy Einen Dog. Moment bitte. Natürlich. Ich warte. Ankunft in Andockbucht D24. Ich warte gespannt wie Hämorrhoiden. Warte ein bisschen. Der Rat hat verkündet, dass diese galaxieweiten Angriffe Teil eines groß angelegten, organisierten Okay. Plans sind. Ab aufs Schiff. Liara, kann ich helfen? Ich habe den Turianischen Ratsherrn über das Proteaner-Gerät informiert. Es kann ohne Unterstützung des Rats nicht gebaut werden. Aber erst muss Ihr Primarch sicher sein. Ich weiß. Sind Sie in Ordnung? Ich habe nicht unbedingt gut geschlafen. Dahinter steckt doch noch mehr, oder? Was beschäftigt Sie wirklich? Die Reaper sind jetzt hier. Und der Rat, die anderen Spezies, sind nur an ihrer eigenen Zukunft interessiert. Wie viele Zivilisten sterben, während sie auf unseren ersten Zug warten? Wenigstens kann der Rat nicht leugnen, dass die Reaper existieren. Sie werden es merken. Sie müssen. Commander Shepard, ich bin Spezialistin... Oh, Verzeihung. Ich dachte, Sie wären allein. Ich wollte gerade gehen. Commander,
Hallo, ich bin Samantha Trainer, also eigentlich Lieutenant, von der Allianzforschung. Ich war an der Nachrüstung der Normandy nach der Übergabe an die Allianz beteiligt. Es waren nur wenige an Bord, als die Reaper angriffen. Langsam, Spezialistin Trainer. Alles in Ordnung. Danke. Ich komme aus dem Labor und habe nie mit einem Schiffsposten gerechnet. Sagen Sie mir etwas über die Nachrüstungen. Das Schiff erfüllt jetzt die aktuellen Allianzvorschriften und hat die allerneuesten Quantenverknüpfungskommunikatoren. Die Normandy sollte nämlich Admiral Anderson als mobile Befehlszentrale dienen. Das ist keine Option mehr. Ja, er ist geblieben, um zu kämpfen. Es ist jedenfalls eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Commander. Also, solange Sie mich brauchen. Ich sollte nämlich nur bei der Nachrüstung helfen. Shepard, einige Systeme erfordern weitere Tests und Spezialistin Trainer war bei der Installation außergewöhnlich effektiv. Ich möchte, dass sie bleibt. Gut, Edi. Moment, seit wann stellt eine virtuelle Intelligenz Anforderungen? Edi ist eine KI. Volles Bewusstsein. Wusste ich doch, dass Joker lügt. Jeff meinte, ich soll zum Schutz so tun, als wäre ich nur eine VI. Verzeihen Sie die Täuschung. Danke, Edi. Und verzeihen Sie bitte meine Bemerkungen über Ihre attraktive Stimme. Soll ich Ihnen mal alles zeigen? Die neuen Upgrades werden Sie bestimmt beeindrucken. Im KIZ befindet sich die Galaxiekarte, wo Sie die Zielposition der Normandy einstellen können. Sie können auch Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal abrufen. Die Einsatzzentrale dient dem strategischen Überblick über missionsspezifische Informationen und der Analyse des Krieges. In der Shuttlebucht ist eine Waffenkammer, wo Sie zwischen den Missionen Ihre Ausrüstung modifizieren können. Und Liara hat in dem alten Offiziersbüro auf Deck 3 jede Menge Hardware aufgestellt. Den Raum beansprucht sie für sich. So, das war's. Es ist immer noch dasselbe Schiff, nur jetzt mit Allianzlackierung. Ach ja, ich glaube, Admiral Hackett möchte über Videoleitung mit Ihnen sprechen. Commander, Udina hat mich über ihr Treffen mit dem Rat informiert. Klingt so, als hätten die alle ordentlich Schiss. Wir haben Ihnen viele Unbekannte präsentiert. Sie fühlen sich bedroht und wollen Lösungen, keine Theorien. Wir haben im Moment aber nur Theorien. Was ist Ihr Plan? Ich will den turianischen Primarchen zu einem Gipfeltreffen mit Asari und Salarianern bewegen. Ich umgehe den Rat und wende mich direkt an die Führungsebene. Das ist gut, gefällt mir. Dort legen wir das Fundament für unseren Gegenangriff. Leider haben wir im Moment nicht viel, um das Ganze zu untermauern. Dann schließen Sie Bündnisse. Versammeln Sie alles und jeden für die Sache. Und das Proteanergerät? Bringen Sie mir Leute, die es bauen. Falls das nicht geht, besorgen Sie Schiffe, Soldaten, Nachschub, was Sie kriegen können. Wir müssen die Reaper auf jedem Kriegsschauplatz beschäftigen, um Zeit für den Bau des Geräts zu haben. Und wenn es fertig ist? Falls wir das schaffen, ziehen wir alle Ressourcen zusammen. Wie eine riesige Armada, die das Gerät bringt, wenn die Reaper am verwundbarsten sind. Je stärker diese Armada ist, desto besser sind ihre Chancen durchzukommen. Und die Erde, Sir? Wir können nur hoffen, dass Anderson und der Rest der Allianztruppen durchhalten, bis wir den Feind besiegt haben. Ich verstehe. Gut. Dann setzen Sie es um, Commander. Ich erwarte regelmäßige Berichte über Ihren Fortschritt. Hackett, Ende. Und somit grüß dich zurück zu Mass Effect 3, dass ich das mal sagen werde. Cool. Und zwar, ihr habt ja jetzt diese kleine Sequenz gesehen. Vorher gab es noch was anderes, aber das habe ich rausgeschnitten, weil ich mir gedacht habe, nachdem wir Shepard in diesem Traum sahen, habe ich mir gedacht, weißt was, die Folge mit diesem Traum zu beginnen, wäre doch etwas besser. Kriegsterminal. Kriegsaktivposten. Die Leute, Waffen, Armeen und Flotten, die sie versammelt haben, sind ihre Kriegsaktivposten. Die Gesamtbereitschaft der Galaxie legt fest, wie effektiv diese Aktivposten in der letzten Schlacht sein werden. Aha.
Okay. Neue Allianz. Oi. Oi. Ich meine, ich kann mich noch dunkel daran Oi, der Vati. Ah, könnt ihr euch noch an ihn erinnern? Aus dem ersten Teil. Flotte der Allianz, Flotte Diana Ellis. Die Normen, die Mineralien vorkommen. Ah, da müssen wir, glaube ich, auch wieder mal was tun. Aber hier gibt es ja noch nicht so viel. Wir müssen uns jetzt noch einiges durchschauen, bevor wir in Richtung Palawan starten. Du hast ja gerade gehört, Tech-Labor. Bauzi. Naja, viel ist noch nicht da. Keine Ahnung. Ah. Können wir hier runter? Nö. Naja, ganz fertig sind wir hier noch nicht. La 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 la. Ich kann nicht glauben, dass der Rat nicht hilft. Ach was, Sarah. Wenn es Tessia erwischt hätte und die Erde noch da wäre, kannst du sicher sein, dass wir unsere eigenen Grenzen bewachen würden. Schauen wir mal zu Joker, was von ihm Neues gibt. Folgendes. Wenn ihr euch fragt, es gibt so viele Romanzen in dem Spiel. Ich möchte versuchen, so gut wie möglich Romanzen etwas zurückzustecken und mich dann eher auf die Charaktere und unseren Commander und die Geschichte zu konzentrieren. Hey Commander, Sie wissen, ich hatte meine Zweifel, was den Rat angeht. Aber nachdem er jahrelang Ihre Warnungen ignoriert hat, sagt er Ihnen jetzt endlich offen, dass er nicht helfen kann. Alle tun ihr Möglichstes. Haben Sie wenigstens unsere Parkgebühren bezahlt? Naja, sagen Sie es mir, wenn Sie mit Ihnen reden und dann mitten im Gespräch auflegen wollen, wegen der alten Zeiten. Der war gut. Junge, der war wirklich gut. So. Wir müssen jetzt mal in Richtung Palawan schauen. Da gibt es ja einiges. Commander, die Allianz hat ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum gefunden. Admiral Hackett möchte, dass Sie es näher untersuchen. Okay. Privates Terminal. An Sie geschickte Nachrichten durchsehen. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Wisst ihr was? Da werden wir uns doch mal was anderes vornehmen. BZW, da werden wir mal eine Folge wirklich uns, ja, schon wissen. Eroberte Systeme. In Cluster, die bereits von den Reapern erobert wurden, können sie mit Hilfe des Tarnsystems der Normandy eindringen, um dort nach Überlebenden, Bergungsgut und wertvollen Informationen zu suchen. Proteanisches Artefakt beschaffen. Milan-Nest. Hades Gamma. Cerberus-Labor. Ja, wisst ihr was? Turianischen Primarchen retten. Ja, was machen wir zuerst? Wisst ihr was? Wir reisen zuerst hierher. Wir schauen uns mal dieses komische Cerberus-Labor an. Suche und Rettung. Die Normandy ist mit einem neuen und verbesserten Scan-Impuls ausgerüstet, der interessante Objekte aufspüren kann. Setzen Sie ihn ein, um Kriegsaktivposten, Artefakte, Informationen und Treibstoff zu finden, während Sie durch ein System fliegen. Beachten Sie aber, dass bei jedem Einsatz des Impulses die Chance steigt, dass Reaper in das System einfliegen, um die Lage zu sondieren. Wenn ein Reaper in ein System einfliegt, in dem sie sich befinden, sollten sie fliehen und mit der Rückkehr warten, bis sie eine Mission abgeschlossen haben. Okay, das kann ja nicht so schwer sein. Ach, hier gibt's ja so viel zu tun.
Okay, die haben das... Ach so. Decoris, keine Ahnung. Hier ist das Cerberus-Labor. Sanctum bestätigt die alte Raumfahrerweisheit, nur weil es Gartenwelt heißt, muss es noch lange kein Picknick sein. Eisstürme fegen über die Pole und die gemäßigten Zonen hinweg und nur am Äquator befindet sich ein schmaler bewohnbarer Streifen. Dieses Gebiet ist trocken, aber windig und beherbergt das minimale terrestrische Pflanzenleben von Sanctum. Noch haben sich hier keine Landlebewesen entwickelt, aber die wirbellosen Tiere in den pelagischen Meeren erreichen bereits eine beträchtliche Größe. Das Minengeschäft außer am Äquator, überall als Eisbrechen bezeichnet, ist auf Sanctum sehr verbreitet. Der Planet verfügt über reiche Platin- und Palladiumvorkommen, sowie Bohr, das vor Ort für das Imprägnieren von Halbleitern benutzt wird. Hinweis für Reisende: Die Kohlendioxidkonzentration auf Sanctum kann während thermischer Inversionswetterlagen 5000 Teile pro Million erreichen. Reisende sollten stets eine Atemmaske tragen und sich bei der Wetterwarte Sanctum nach Warnhinweisen erkundigen. Hinweis für Reisende: Die Piraterie hat dieses Jahr auf Sanctum den höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. Besucher sollten entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen. Population 257.300. Gründung der Kolonie 2169. Hauptstadt Vulpes. Gut, das ist mir Mumpitz. Landen. Also wir haben ja nur die beiden. Das hatte ich vergessen. Puh, also das muss ich mir noch genauer anschauen. Weil ganz verstehen tue ich dieses System hier noch nicht. Ja, das ist das Problem mit Systemen. Aha. Ach so. X. Wie gesagt. Commander, ein Rufsignal von Admiral Hackett. Stellen Sie ihn durch, Lieutenant. Shepard, wir haben ein geheimes Cerberus-Labor entdeckt. Funktion unbekannt. Ein Erkundungsteam musste sich zurückziehen, bevor Ergebnisse vorlagen. Weitere Infos? Wir glauben, sie lagern und studieren in der Anlage Reaper Tech. Wir haben uns gefragt, was Cerberus mit den Reapern zu tun hat, und dort liegt vielleicht die Antwort. Wir sind dabei. Finden Sie raus, was Cerberus macht, und bringen Sie mir Proben von Reaper Tech, Commander. Hackett, Ende. Schon unterwegs. Ja, und wie gesagt, bitte nicht böse sein. Wir werden Mass Effect 3 genauso, wie sagt man, umfangreich spielen wie die ersten beiden Teile. Und ihr habt ja ungefähr mitbekommen, wie gründlich wir in zum Beispiel Teil 2 waren.
Was ist hier? Aha. Reaper Tag. Ah, Masters. Endlich angekommen. Wow, die Truppen hier meinen es wirklich ernst. Keiner lächelt. Nie. Und Selbstmord, wenn ein Suchbefehl für dich vorliegt. Im Ernst? Sie nennen das Training Integration. Ich werde ab morgen integriert. Kann's kaum erwarten. Munition voll. Okay. Die meinen es ja wirklich ernst mit dieser Reaper Tag. Ich habe absolut keine Ahnung von den Waffen hier in dem Spiel. Au! Das muss sie erst nachladen. Ich halte sie nicht aus. Aha! Trottel. Na, wo ist er denn jetzt hin? Also sein Centauri. Es ist mir jetzt blöd, da permanent nachladen. Tödlich auf kurzen Distanzen, aber für große Entfernungen unbrauchbar. Das sieht total seltsam aus. Ich nehme an, wir sind fündig geworden. Nee, könnt ihr euch erinnern an das Skelett aus Teil 2 am Ende, den großen Reaper? Hab die Probe. Verstanden. Ja, ich will mir aber trotzdem noch ein bisschen was ansehen. Das ist ein bisschen zu schnell gegangen. Aber irgendwie... Ich speichere hier mal. Mal schauen, ob das Ganze jetzt ein bisschen besser ist. Wir können das alles ja sehr gut benötigen. Oben raus gegen die Reaper. Credits, wir werden das alles mitnehmen. Alles werden wir auch die ganze Welt mitnehmen müssen. Was ist hier? Präzisionsgewehr. Irgendwie gefällt mir auch hier wieder der Soundtrack. Hat was. Zweites Lager geortet, Commander. Navi-Punkt aktualisiert. Gute Arbeit. Okay, Jungs und Mädels. Splittergranate, Blutbad. Das hört sich für mich interessant an. Und die kleine... Na, mach das.
bin zu blöd zum Ballern heute, ehrlich. Achso. Ah! Die Drecksau stellt da ein Schild auf. Ich werd gleich verrückt. Okay. Gute Arbeit. Dann weiß ich ja jetzt, auf was ich mich einstellen muss. Aber was die können, kann ich auch. Bitteschön. Schach. Boah. Hey, wo sind jetzt eigentlich die anderen zwei? Ah, hier sind sie. Ich muss eine gute Position finden für die beiden. Ah, okay, wir werden von zwei Seiten. Das habe ich nicht gesehen. Ist die... Ja, das Wachgeschütz ist verfügbar. Ich brauche Unterstützung. Okay. Au! Da ist dieses dumme Geschütz. Ich werde gleich verrückt. Mein Problem ist halt nur, ich weiß nicht, was ich wie wann einsetzen soll. Sehr gut. Also das ist bis jetzt die beste Waffe. Wo ist dieses Artefakt? Da unten. Eins nach dem anderen. Fehlgeschlagenes Medigel-Experiment untersuchen. Oh, Medigel-Verbesserung nur für Hana. Außer Cerberus würde das niemand einen Fehlschlag nennen. Okay. Shepard, ich bin voll auf deiner Seite. Es scheint Reaper-Tech zu sein, aber die Signaturen sind mir neu. Wie sehr ich Liara mag als Charakter. Cortez, zweites Lager gesichert. Sind jetzt unterwegs zurück zu Ihnen. Negativ, Commander. Landeplatz heiß. Musste mich zurückziehen.
Hab 3 Vögel auf 6 Uhr, werde beschossen! Vergessen Sie es sind 4. Rendezvous sobald möglich, Ende! Wir müssen nur durchhalten, bis Cortez uns abholen kann. Ich stehe ja gern mit dem Rücken zur Wand. Ich habe nie behauptet, es würde leicht werden. Wird's auch nicht. Ah, die Schildtypen wieder. Renn, Shepard. Bevor es scheppert. Kurzen Augenblick. Verbrennung. Ah, das ist geil. Ah Gott. Konzentration, es ist nicht vorbei. Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Aber ich nicht. Ich langweile mich dabei. Alter, wer grunzt denn hier so wie eine Wildsau? Cortez, hören Sie mich. Wie ist Ihr Status? Kämpfe gegen mehrere Ziele. Könnte ein bisschen riskant werden. Wünschen Sie mir Glück. Lieutenant! Letzte Schlacht, Commander. Konzentration und dranbleiben. Also die Kampfmechanik ist in diesem Teil die bessere. Ah, der Idiot. Habe ich eine bessere Idee? Warte ein bisschen. Ich sehe nichts. Boah. Hier geht's ja voll ab. Ah, das ist die. Es ist so scheiße. Ich habe so scheiß Waffen. Überlastung. Probieren wir's. Na? Liara von vorn, ich von hinten. Toll. Cortez, hören Sie mich. Hoffentlich lebt er noch. Er schafft es. Wir müssen nur den Landeplatz frei halten. Ist die beste Verteidigung. Erste Hilfe. Schon passiert. Commander, ich muss auf die dunkle Seite, um sie abzuschütteln. Komme jetzt zurück, aber es wird heiß. Ankunft in 60 Sekunden. Sehr gut, wir sind hier. Jetzt unterwegs zum Exfiltrationspunkt.
Nein. Nein. Boah. Mir reicht's. Ja. Kann man nicht mehr. Fuck. In Deckung, Shepard. Boah, das ist knackig. Es ist wirklich knackig, aber geil zu zocken, wirklich. Schau! Schau da den Trottel an! Ja, den ganzen Schaß nochmal machen. Na sicher. Ich muss lernen, wieder zu speichern. Sind jetzt unterwegs zum Exfiltrationspunkt. Ja, ich habe mehrere Probleme. Kurzen Augenblick, Gruppe. Ja. Wir müssen... Gerade das, was ich jetzt am meisten benötigen würde, weißt? Okay. Er musste aufpassen, die Arschlöcher kommen ja von hinten und siehste. Aber wir sind am Exfiltrationspunkt, bereit zur Abholung. Bin gleich da. Aber es ist knackig zu zocken. Taugt man. Na, gefällt mir wirklich gut. Alter, das gibt es nicht. Ich brauche eine andere Position. Sind jetzt unterwegs zum Exfiltrationspunkt. Ich habe eine bessere Idee. Kann man das? Nein, kann man nicht. Also was machen werden? Wir müssen
Eine bessere Position finden. Das Problem ist, dass ich dort vorne eingekreist bin. Wir locken sie mal hier rauf. Normalerweise, wenn Shepard jetzt hier genau. Integration erfolgreich. Selbstmord bei Suchbefehl bestätigt. Cerberus ist mein Freund. Gehorchen, Menschheit beschützen, um jeden Preis. Schön. Ja. Okay, hier ist niemand. Ich muss mehr mit meinen Gadgets oder Items spielen. Einsteigen! Ja, gleich, Junge. Kommt hier jemand von hinten? Nein. Will mich keiner bumsen. Gut. Hier ist noch einer. So, einsteigen. Ich muss mehr mit den Gadgets spielen. Ganz neue Erfahrung. Commander, unsere besten Techniker sehen sich gerade die Reaper-Tech aus dem Labor an. Was hat Cerberus damit gemacht? Das wissen wir noch nicht, aber was Cerberus auch vorhat, es kann nichts Gutes sein. Selbst wenn wir den Zweck nicht rauskriegen, haben wir ihre Experimente gestört. Sie werden deshalb nicht aufgeben. Stimmt. Wir werden die Anlage weiterhin angreifen. Gute Arbeit, Commander. Oh, cool. Also die Allianz muss ein richtiger Geldhaufen sein. Ex-Cerberus. Als die Methoden des Unbekannten extremer wurden, verließen fähige Agenten Cerberus. Sie haben ihre Hilfe gegen die Reaper angeboten und wollen alles tun, was sie können. Okay. Allianz, bla bla blub. Okay. Wir müssen uns dringendst mal mit dieser Waffendingens-Bums, also Bumsdings, bumsen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Wo ist sie denn? Das Tech-Labor war da hinten. Na, von da sind wir gekommen. Ich glaube, hier war das Tech-Labor. Genau. Techie-Mecki. Mecki. Dann muss das hier gewesen sein. Aha. Hast du die Citadel gesehen, als wir auf Landgang waren? Man merkt dort überhaupt nicht, dass Krieg ist. Das wird sich bald ändern. Die vielen Flüchtlinge müssen ja Ja, sag mal. Einsatzzentrale und Brücke, Kapitän, Crewdeck, bla bla bla, Maschinendeck, Backbordfrachtraum, Unterdeck, Shuttlebucht, Waffenkammer. Mal süß. Das gab's ja auch noch. Ach süß. Oh. Waffen-Upgrades. Ja, weißt was? Ja, mit allen. So viel zum Thema Konsumsucht.
Und nein, ich habe die Konsumsucht nicht. Perfekt, ich bin pleite. Kaufen Sie Medigel-Upgrades. Ah, okay. Ja, das kann ein Weilchen dauern, bis wir soweit sind. Panzerungsspind. Oh, Freizeitkleidung. Mal schauen, gibt es irgendwas Neues? Ah, schöne Beine hat die Kleine. Ja, nehmen wir das. Panzerungsset. Ernsthaft? Was ist das? Kein Helm. Brust. Okay, ich glaube, wir müssen uns erst alles zusammenschnorren. Ja. Na bitte, Musterfarbe, was gibt's? Boah, Wahnsinn. Wisst ihr was? Wir werden uns nun tarnen. Wir brauchen so richtig geile Tarnfarbe, die überall nur so rausschreit. Wir nehmen das hier. Oder nein, das da. Oder wollt ihr das? Naja, wenn sie schon vielleicht drauf geht, dann genau so. Dann machen wir es gleich so. So. Lichter. Hä? Keine Ahnung, ob es das jetzt gebracht hat. Speichern und zurück. Nur bitte, sieht ja ganz ordentlich aus, die Madame. Na, Wufi, Wauzi, ha? Ach, mit denen werden wir uns müssen beschäftigen, weil das verstehe ich nämlich gar nicht. Eine persönliche Note. Ach, wie schön. Ach, wie schön, dass niemand weiß, dass ich Heinzelrumpchen stieß. Na, ich will die schon. Ich kapier das nicht. I do not understand this. Erst das. Ach so, für die müssen wir erst die Dings finden. Mir wäre aber mehr Schaden lieber als alles andere auf der Welt. Ja, momentan haben wir noch nichts. Ich glaube, wir werden noch ein Weilchen spielen müssen. Waffen-Upgrade erhalten. Kurzen Augenblick. Predator 5, Shuriken 5. Ja, ist ja schön, aber die machen alle keinen Schaden. Gut, ich habe einen Schaden, sonst würde ich mir den ganzen Scheiß nicht antun. Okay. Jetzt schauen wir mal in das Logbuch. Ach du meine Güte. Missionsüberblick. Ah ja, das müssen wir zuerst machen. Genau. Okay. Wir müssen
ins Kiez. Jetzt möchte ich was wissen. Hier kann man nicht speichern, egal. Ich habe etwas gefunden. Wow. Ich glaube, hier sind wir leer. Ja. Wrack. Das Wrack eines Treibstoffdepots, das von feindlichen Streitkräften zerstört wurde. Aus den Trümmern kann Treibstoff geborgen werden. Sehr schön. Signal bestätigt. Jetzt muss ich nur schauen, ob das mit der Reaper-Aufmerksamkeit auch wieder zurückgeht. Oh. Geil. Ah. Da ist aber noch was. Voll geil. Okay, ist nicht so schlecht, diese Mechanik. Allerdings, wir wollen ja... Das haben sie bei Weitem besser aufgebaut wie im zweiten Teil. Abirnkranz. Warte ein bisschen. Natürlich werden wir hier scannen wie die Gestörten. Den größten Mond von Palaven umgibt schon seit den Anfangstagen des turianischen Raumzeitalters ein großes Geheimnis. Während der kroganischen Rebellionen erklärte die Hierarchie nahezu alle Daten über Menae und seinen Schwestermond Nanus für vertraulich, weil sie befürchtete, die Kroganer könnten die Monde als Waffe benutzen und sie auf die Oberfläche von Palaven stürzen lassen. Einige Informationen wurden aber dennoch bekannt. Es gibt Bilder von turianischen Basen, auf denen Personen ohne Umweltanzüge herumgehen, was auf eine umfassende Infrastruktur hindeutet. Wahrscheinlich ein Netzwerk unterirdischer Tunnel mit Masseneffektfeldgeneratoren, die auf breiten Streifen der Oberfläche für Wärme und Atmosphäre sorgen. Den Plänen der Reaper, diese Basen zu bombardieren, begegneten die turianische Flotte und die Raumschiffabwehr des Mondes mit erbitterndem Widerstand.
Der vermeintlich leichte Sieg fand nicht statt und die Reaper setzten daraufhin zahlreiche Bodentruppen ab, um die Basen nacheinander zu erobern. Die Turianer sind zwar die überlegene Streitmacht, aber die Reaper haben die Geduld, sie langsam in die Knie zu zwingen. Mit jeder von Reapern besetzten Basis hat die turianische Flotte eine Anlaufstelle weniger, um Reparaturen durchzuführen oder Treibstoff aufzunehmen. Entfernung zur Sonne geheim, okay. Alles geheim, also leckt uns. Genau. Wir haben ja keine Zeit für Geheimnisse. So. Annehmen bitte, danke. Ja, passt. Ah, da haben wir wieder 4 Punkte. Okay. Oh nein, nein, das ist Palaven. Wir haben dort einen Freund. Verdammte Scheiße. Sie werden ausgelöscht. Das stärkste Militär der Galaxie und die Reaper äschern es einfach ein. War das auf der Erde auch so? Ja. Shepard, es tut mir so leid. Ja. Commander, die LZ wird überrannt. James, öffnen Sie die Luke. Also gut, schnell rein, schnell raus. Los! Ach ja. Die Idioten. Wir probieren uns einfach mal durch. Ich habe keinen blassen Schimmer mit den Waffen noch. Turianischer Soldat. Soldat, wo finde ich Ihren kommandierenden Offizier? Geradeaus und um die Ecke, hinter der ersten Barrikade. Danke, Meister. $1250 Kreditos. Nicht schießen, Verbündete! Kommandierenden Offizier finden. Wahnsinn. Die Verstärkung ist nicht eingetroffen.
Lagebericht. Die Kenntnis des Terrains ist unser einziger Vorteil, aber der hält nicht ewig, wenn sie weiterhin ihre Truppen auf uns setzen. Wir halten dieses Gebiet so lange wie möglich. Ich verlinke meinen Transponder mit dem Vital-Signalüberwachungssystem in den Anzügen der Einheit. Wenn er ausgeht, schicken Sie so schnell wie möglich eine andere Einheit hierher. Ja, das sind billig 5. Tobastic, bringen Sie Ihre Männer auf die Nordbarrikade. Ja, Sir. Sergeant Bartes, bringen Sie irgendwie den Kommunikationsturm zum Laufen. Sir. General? Commander Shepard, hörte schon, dass Sie kommen, hab's aber nicht geglaubt. General Corinthus. Ich hole Primarch Fedorian. Primarch Fedorian ist tot. Sein Shuttle wurde vor einer Stunde abgeschossen, als er versuchte, den Mond zu verlassen. Das verkompliziert die Sache. Tut mir leid, ich habe gehört, er war ein guter Mann. Und ein Freund. Er hätte einen ausgezeichneten Diplomaten abgegeben. Wie geht es jetzt weiter? Die turianische Hierarchie hat ganz klare Regeln für die Nachfolge. Ja, General Corinthus? Bei derart schweren Verlusten kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wer der nächste Primarch sein wird. Aber das Palaven-Oberkommando weiß es bestimmt. Allerdings kann ich es im Moment nicht kontaktieren. Der Kommunikationsturm ist ausgefallen. Husks durchschwärmen das Gebiet. Wir kommen nicht nah genug ran, um ihn zu reparieren. Keine Sorge, ich kriege Ihren Turm wieder zum Laufen. Danke, Commander. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Gut, dann los. So, weiter geht's. Ich sehe den Kommunikationsturm. Links von der Hauptbarrikade. Vor Palaven. Na dann vorwärts! Ja, James, nur ruhig. Wisst was? Warte ein bisschen. Ich habe hier... Die macht ja gleich noch weniger Schaden. Dann kann ich die auch gleich nehmen. Nein. Wisst ihr was? Wir machen hier eine kleine Pause. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Bye bye.